der großen institutionelle Gewinner von dieser Reform als die Regierung. Sie baut hier ihre Poor gegenüber dem Grand Duc aus. Aber das hier in allem sagen möchte, dass die neue Dispositionen, dass der Grand Duc, wie Grand Duc kann aufgesagt gehen. Das hat man bislo nicht. Das ist vielleicht gut, das zu regeln. Wenn ihn zum Beispiel einen Krankheitsfall hat oder so eine Situation, soll die Regel vorgesehen, wie das zu machen. Aber da muss ihn sie so präzise machen, dass eine Erpressung vom Staatschef, eine politische Erpressung nicht möglich ist, weil das gegen den Staatschef als eine Autorität, als eine Rolle, als Arbiter auch über dem politischen Spiel vom Land gegen das schwächen. Wenn ihn da sieht, das wäre möglich, wenn er nicht seine Attribution konstitutionell erfüllt, dann ist das eine Interpretation. Was Souveränität angeht, da sind auch klare Einschränkungen. Was hier eigentlich geschieht politisch an der Analyse, also ein riesiger Schritt, weil mir an der aktuellen Konstitution steht, dass man eine temporäre Derogation für souveräne Rechte und internationale Organisationen können machen, an den temporär fällt lo weg. Wir sind lo am Prinzip am Definitiven. Es wird nicht mehr gesagt, dass man ein Recht haben als Staat, Rechte zurückzuholen oder dass man vielleicht können an Konditionen geroden, die heißt dazu forcieren oder die heißt dazu gingen Läden für Rechte und als Land zurückzuholen, die Möglichkeit als Lo an der Verfassung nicht mehr explizit vorgesehen. Was Dateien ist, dass ein Schritt in Richtung Föderalismus, auch der Macht hat das Wort gebraucht, dass ein Schritt in Richtung Föderalismus lernst du Wähler. Das Modell, das ist eben auch das große Problem im Referendum. Letzte Wähler konnten sich nicht ausschwätzen, ob sie den Schritt machen wollen, den aber groß gezeichnet wird an der neuen Verfassung.